Bevor dass ich Pastor geworden bin, habe ich ein Zeitchen lang als Banker auf der Bank gearbeitet. Und zwar war es in Zürich für die Credit Suisse. Ja, ich könnte mal alle eine spulen, gell? Es hat tatsächlich jemand gebaut, als ich gesagt habe, dass ich mal als Banker gearbeitet habe. Genau. Und zwar habe ich dort gearbeitet in einem alten Gebäude im St. Annenhof an der Bahnhofstrasse. So ein uraltes Gebäude. Ich glaube, das gehört jetzt mittlerweile gar nicht mehr der Credit Suisse. Aber 5 Tage in der Woche bin ich jeden Morgen durch die gleiche Tür hineingelaufen, nachdem ich nach guter Zürcher Art mich aufgeregt habe über alle Leute, die auf der Rolltreppe nicht rechts gestanden sind, sondern links, gell? Geht einfach gar nicht. Und nachdem ich nachher jeden Morgen in das Gebäude hineingegangen bin, habe ich genau schon den Schritt gekannt, woraus es geht. Nachher dort steigen auf, links, rechts, in mein Büro rein, da ist mein Pult oder so, läuft das jeden Tag. Also den Weg, den kennst du auswendig, oder? Das ist bei euch vielleicht ja auch so, wo einen fixen Arbeitsplatz haben und wo jeden Tag am gleichen Ort gehen, oder du kennst den Weg, wo du durchläufst. Und so habe ich den Weg auch gekannt, wo ich eigentlich jeden Morgen gelaufen bin. Jetzt haben wir eines Tages oder eines Abends einen Teamanlass gehabt, wo wir am Abend miteinander dann noch irgendetwas gemacht haben. Ich weiß es nicht einmal, was wir gemacht haben. Aber was ich noch weiss, ist, ich bin irgendwie der Letzte gewesen, der zum Gebäude rausgegangen ist und die anderen sind schon draußen gewesen und haben auf mich gewartet. Und so bin ich dann schnell hinterein. Den Weg, den ich so gut gekannt habe, bin ich der gleiche gelaufen wie immer. Und ich mag mich noch erinnern, ich komme so in den Gang rein, wo ganz am Schluss im Erdgeschoss Richtung Ausgangstüren ist. Und ich kenne den Gang, ich bin den ja schon weiss ich wie viel Mal gelaufen. Und es war schon dunkel gewesen, und ich habe gedacht, das Licht muss ich nicht anstellen, ich kenne den Weg. Und bin mit ziemlich zügigen Schritt den Gang hinterher gelaufen. Und dann hat es gemacht, PAM! Weil der Gang hatte Glastüren gehabt. Wenn du am Morgen den Weg gelaufen bist, oder, dann war die Glastür eigentlich immer offen gewesen. Aber an dem Abend, weil ich als Letzter zu dieser Türen ausgegangen bin, ist jetzt in dem Moment eben die Glastüre zu gewesen, und ich bin voll Dampf in die Glastüre reingerasselt. Also den Knall hast du im 5. Stock noch gehört. Das hat so richtig, weißt du, so mit Vollgas, weißt du? Wie gesagt, ich war der Letzte, habe dort raus wollen, und es hat mich auch so richtig schön gegen die Glastüre angeklebt. Ich mag mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe, aber was ich heute noch weiss, ist so das Gefühl, das du dann so hast im Gesicht. Es ist so ein taubes Schmerzensmaske gewesen. Wer von euch ist auch schon mal in eine Glastüre reingelaufen, so mit Dampf, oder? Okay, nicht der Einzige. Genau. Das Gefühl, das weiss ich heute noch, wie sich das angefühlt hat auf meinem Gesicht. Ich nehme mal an, ich werde nachher auch ein bisschen ausgerufen haben und mich aufgeregt haben ab dem Idiot, der die Türen hat zugemacht hat oder was auch immer, gell? Aber wisst ihr, was hätte ich eigentlich machen müssen? Als guter, frommer Christ hätte ich natürlich Psalm 24, Vers 7 rezitieren in dem Moment, oder? Wer von euch weiß, was im Psalm 24, Vers 7 dann steht? Ja, genau. Dort steht, im Psalm 24, Vers 7 steht: Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore! Öffnet euch weit, ihr alten Portale. Das hätte ich dann nicht mehr sagen können, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Dort hat es dann aufgehört mit dem, was ich hätte sagen können. Aber eigentlich hätte ich das in dem Moment müssen sagen, hey, ihr alten Tor, macht euch weit auf. Aber die Realität war ein bisschen eine andere und die Tore waren verschlossen und ich bin mit Volldampf in die Tür hineingerannt. Und wir möchten jetzt in eine Predigtserie einsteigen mit dem Titel «Macht hoch die Tür». Die Tor macht weit, ist nachher der Untertitel. Alle, die soll ich sagen, schon ein paar Weihnachten erlebt haben, die checken wahrscheinlich, aha, das ist ja das Weihnachtslied, oder? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, und weiter singe ich nicht mehr. Und alle sind froh, dass ich nicht weiter singe. Genau. Kann das jemand besser? Tanja, komm, sing's mal besser.
Liebe Prediger. Also ich tue lieber Prediger, hat sie gesagt. Gut, das machen wir. Auf jeden Fall, wir möchten jetzt einsteigen in die Predigtserie, wo es um das Thema geht. Einfach hinblickend auf Weihnachten. Hey, unser König ist gekommen. Unser König kommt wieder. Jede Weihnachten feiern wir die Ankunft vom König. Und was wir als Kirche möchten, ist die Tür weit aufmachen. Wir möchten gerne, dass die alte Tür sich aus den Angeln hebt und dass nichts im Weg steht, für wenn der König von den Königen, wenn die höchste Majestät einzieht, dann darf nichts im Weg sein. Dann wollen wir, dass es so weit offen ist wie nur möglich. Und um das soll es gehen in dieser Predigtserie. Wir wollen miteinander uns vorbereiten, schauen, auf welchen König das wir eigentlich haben und was können wir machen, um die Türen möglichst weit aufzumachen, dass eben nichts im Weg steht, wenn unser König kommt. Und wisst ihr, was ist eigentlich die Tragödie an der Ankunft von unserem König? Die Tragödie ist folgende. Unserem König ist es eigentlich genau gleich ergangen wie wir in diesem Gang. Anstatt dass die Tore und die Türen weit offen sind, so wie sie eigentlich hätten sollen sein, hat auch unser König, als er zum ersten Mal auf die Welt gekommen ist, Türen fest verschlossen vorgefunden. Das ist eigentlich komisch. Wieso sind die Türen zu gewesen? Es war klar gewesen, der David, der den Psalm 24 geschrieben hat, war nicht der Erste gewesen, der die Ankunft vom König vorangesagt hat. Er hat ganz viel in der Geschichte und in der Bibel schon gegeben, in der Geschichte vom Volk Israel, wo klar war, hey, es kommt der König. Macht euch bereit, macht die Türen auf, macht euch bereit, es kommt ein König von den Königen. Schon ganz am Anfang in der Schöpfung erkennt man, okay, es wird der Tag kommen, wo einer kommt, der speziell ist, der anders ist. Also es hätte niemand können sagen, du, wir haben es halt nicht gewusst, sorry, gell? Jetzt ist er gekommen und es hat so niemand gesagt. Nein, die Ankunft vom König war vorangesagt gewesen. Die Tore müssen weit offen sein. Und trotzdem hat, wo der König gekommen ist, die Erde mit geschlossenen Türen wiedergefunden. Es gibt eine Bibelstelle aus dem Philipper 2, 6-11, wo der Umstand so deutlich und so schön beschreibt, wie es war, wo unser König zum ersten Mal auf die Welt gekommen ist. Ich möchte jetzt gerne miteinander lesen. Zuerst die Beschreibung von unserem König, wer das dann ist, wo da kommt. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Noch schlimmer, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das sind Türen gsi, wo unser König vorgefunden hat, wo er auf die Welt gekommen ist. Er, wo eigentlich mit Gott gleichgestellt ist. Also er, wo keinen Tag in seinem Leben, keine Minute, keine Sekunde je Mangel erlebt hätte. Noch nie eine Sekunde Hunger empfunden oder Durst oder Einsamkeit oder irgendwas in die Richtung. Er, der vollkommen war, wo allmächtig war, der konnte sagen und die Schöpfung ist entstanden. Verstehst du? Nach seinem Wort ist die Schöpfung entstanden. Das, was er gesagt hat, ist im Universum passiert. Das ist unser König. Und jetzt kommt er und nimmt Form an von einem Mensch, von dir und mir, und muss mit all diesen Limitationen, mit all diesen Einschränkungen und mit all dem Leiden sich konfrontieren lassen. Aber anstatt, dass sie jetzt die Schöpfung, die Ankunft vom König gefeiert hätte, anstatt, dass sie jetzt die Tür weit aufgemacht hätten und gesagt haben, König, herzlich willkommen, da ist dein roter Teppich, bitte komm, wir haben uns gefreut auf den Moment. Anstatt, dass sie ihm eine Krone aus Gold gereicht haben sie ihm eine Krone aus Dornen gereicht. Und anstatt, dass sie ihn erhöht haben auf den höchsten Thron, haben sie ihn erhöht und ans Kreuz geschlagen. Das sind Tore und Türen, die zu sind, wo unser König zum ersten Mal gekommen sind, wo unser König zum ersten Mal gekommen ist. Schon paradox, oder? Angekündigt, der König kommt und das ist die Realität. Aber zum Glück ist ja die Geschichte da nicht fertig, sondern die Good News ist, er kommt im Fall nochmal. Er kommt nochmal. Das ist mega gut für uns. Jetzt haben wir nämlich, du und ich, wir haben die Chance, das mal, wenn er das mal kommt,
dass wir es das Mal besser machen können, wenn er kommt. Können wir das jetzt bitte miteinander abmachen? Ich meine, es ist schon mehr als Kreuzpunkt, oder? Und mehr als Menschheit. Das Mal, wenn der König kommt, machen wir es einfach besser, ist gut. Können wir bitte, wenn er zum zweiten Mal kommt, schauen, sorgen wir dafür, dass die Tore weit offen sind, dass der rote Teppich ausgelegt ist, dass wir bereit sind auf die Ankunft von unserem König. Wenn er zum zweiten Mal kommt, können wir bitte, machen wir jetzt eine Abmachung. Wir sind bereit, wenn der König kommt und wir haben die Tore weit offen. Ist gut? Sehr gut. Das war nämlich schon ein bisschen peinlich beim ersten Mal, weißt? Kommt der König von den Königen, der Schöpfer von allen Schöpfern und keiner checkt es. Also, das sollten wir eigentlich besser können. Und das Mal machen wir es besser, wenn er nämlich wiederkommt. Und er kommt ja nicht irgendwie wieder, sondern wir wissen ja, es gibt ja schon vor Ankündigungen, so wie der David schon angekündigt hat, dass der König dann kommt, ist uns die Ankunft vom König ja auch schon angekündigt. Wir können das nachlesen, zum Beispiel im 1. Thessaloniker 4, ab dem Vers 16. Dort wird es beschrieben, wie dann der König, wenn er zum zweiten Mal kommt, wie er dann wieder wird kommen. Der König selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben. Also, das ist so solider Fakt, wie es Fakt kann sein. Unser König, der zum ersten Mal gekommen ist und verschlossene Tore gefunden hat, der kommt zum zweiten Mal wieder. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir am Warten sind auf die Ankunft vom zweiten Mal, wenn der König wiederkommt. Jetzt die vielleicht im Vorfeld schon den Predigtstitel gelesen haben, die merken, okay, es geht da noch ein bisschen um etwas Spezifischeres. Ich möchte nämlich heute über ein spezifisches Bild predigen, das gebraucht wird für die Wartezeit, wo wir jetzt drinnen sind. Der Titel der Predigt ist nämlich «Der König und seine Braut». Es ist nämlich nicht so, als würden wir irgendwie einfach auf die Ankunft von dem König warten, sondern es ist ein spezifisches Bild, das die Bibel braucht, um das zweite Wiederkommen zu beschreiben. Zum deutlich, es braucht ein Bild, mit dem sich alle Leser haben können identifizieren. Ich möchte euch das Bild heute Morgen ein bisschen näher bringen, was das genau bedeutet. Und zwar ist das Bild beschrieben im Offenbarung 19, Vers 7 bis 8. Wir lesen die Stelle auch noch gerade miteinander. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Und ich liebe, dass der Johannes jetzt da so ein Editorial macht, oder? Falls es irgendjemand nicht gecheckt hat, das ist die Erklärung. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, dass die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Klammer zu. Also Johannes stellt sicher, falls das zu poetisch war für irgendjemand, das Bild von dem Hochzeitsmahl und der Brut, er macht es nochmal ganz klar, was das bedeutet. Er sagt, schau mal, es wird ein Hochzeitsmahl geben für immer. Und an diesem Hochzeitsmahl gibt es einen Bräutigam, das ist Jesus. Das ist klar, weil er ins Lamm genannt wird. Das ist Jesus, das Opferlamm, wo der Preis gezahlt hat. Das ist der Bräutigam. Und wer ist die Brut? Rhetorische Frage. Und für die das nicht haben können beantworten, gibt es eben die Klammern. Das sind alle die, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wir tun da ein bisschen das versimpeln, vereinfachen und wir sagen einfach, okay, das ist die Kirche. Die Kirche ist die Brut und Jesus ist der Bräutigam. Wir sind eigentlich Jesus seine Brut, die auf die Ankunft vom Bräutigam, die auf die Wiederkunft vom Bräutigam wartet. Und das ist ein jüdischer Brauch, den ich euch ganz kurz möchte erklären, wieso das in der Bibel das so beschrieben wird, wieso das Bild gebraucht wird von der wartenden Brut auf den Bräutigam. Ich will nämlich wissen, dass zur jüdischen Zeit oder in der jüdischen Tradition hat Verlobung so funktioniert. Ein Mann hat irgendjemanden erspäht und dann gefunden, wow, die wäre es jetzt. Und
er ist dann zum Vater gegangen von dieser Brut und gesagt, du, wie wär's eigentlich? Und nachher hat man da verglichen, ob das matcht oder nicht. Und die Väter haben dann da miteinander diskutiert. Und nachdem dass das alles, sagen wir jetzt mal, organisatorisch aus dem Weg war und beide Väter einverstanden waren, ist nachher der Bräutigam oder eben der Mann ist mit einem Kelch, mit einem Becher voll Wein zu seiner Auserkorenen gegangen und hat ihr den Kelch mit Wein angeboten. Und das war der Moment, wo die Brut, oder eben, das ist ein Hochzeitsantrag, wenn du einen Kelch Wein angeboten bekommst, musst du dir gut überlegen, ob du jetzt aus dem Kelch trinkst oder nicht. Und das war der Moment, wo die Brut tatsächlich durfte, den Antrag annehmen oder auch ablehnen. Wenn sie ihn angenommen hat, hat sie den Kelch aus seiner Hand genommen. Und es gibt dort eine Formel, wo gesagt worden ist, ich nehme den Kelch aus deiner Hand und so weiter und so fort. Und sie nimmt den Kelch und nimmt einen Schluck aus dem Kelch. Das ist Tradition. Und dann ist etwas passiert, was wir jetzt heutzutage nicht mehr so kennen. Aber dann ist der Bräutigam hat einen Job gehabt. Der Bräutigam hätte jetzt müssen noch jetzt hergehen und einen Ort vorbereiten, eine Wohnung einrichten für sich und seine Brut. Wenn sie Ja gesagt hat, war ja nachher sein Job, eine Wohnstätte vorbereiten, wo sie nachher zusammen haben können, dort wohnen. Das war der Job vom Bräutigam. Und Brut und Bräutigam haben sich in dieser ganzen Verlobungszeit nicht mehr gesehen. Das war der Deal. Also das war eine sehr verbindliche Abmachung, Verlobung, also verbindlicher, als wir heutzutage das kennen. Aber die haben sich nachher in dieser Zeit nicht mehr sehen. Und der Bräutigam musste die Wohnung vorbereiten für sich und seine Brut. Übrigens, ein interessantes Detail, der Vater vom Bräutigam hat entschieden, wann das gut genug ist. Quasi. Okay, da kann man jetzt eine Frau auch noch reinlassen. Das ist keine Junggesellenhöhle mehr, das ist jetzt angebracht, dass da eine Brut heimbringen in die neue Wohnung. Der Brutvater hat dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gut genug, jetzt kannst du gehen und jetzt darfst du deine Brut abholen. Und dann ist der Bräutigam mit seinen Kollegen feierlich triumphal ins Dorf der Brut gekommen und wir sind da und hat seine Brut abgeholt und hat sie mitgenommen und hat sie in ihre neue Heimat gebracht. Und dort war nachher eine Woche Party. Die haben eben noch gewusst, wie man Party feiert, wenn geheiratet wird. Gell? Hat einfach jeder Mal eine Woche alles gehen und liegen lassen und einfach mal eine Woche Party gemacht. So müsste das eigentlich sein. Gell? Ist gut, also die nächste Hochzeit, wo ich eingeladen werde, erwarte ich eine Woche Party. Wer heiratet als nächstes? Genau. Genau. Und alle die ein bisschen bibelkundig sind, die verstehen jetzt, aha, so ist das. Darum sagt Jesus, ich muss jetzt gehen und ich mache eine Wohnung bereit für euch. Hey ja, er redet als Bräutigam zu seiner Brut. Darum ist Abendmahl mit dem Kelch. Aha, ja klar, er hat den Kelch angeboten und gesagt, wer aus meinem Kelch trinken will, der ist nachher verbunden mit mir. Aha, drum, genau drum. Und das ist jetzt die Zeit, wo wir drin sind. Wir sind quasi eigentlich die Brut, die am Warten ist. Bis der Bräutigam eines Tages wiederkommt und uns dann endlich mitnimmt in ein neues Zuhause und dass es dann endlich die Party, das Fest geht, wo nie mehr aufhört. Nicht nur eine Woche, sondern eine Ewigkeit lang. Hochzeitsfest feiern. Das ist das Bild, das wir haben, wo die Wartezeit beschreibt. Also, wir sind eigentlich alles Jungfrauen am Warten. Und das bringt uns natürlich dann gerade zum nächsten Bild, das ich heute mit euch anschauen möchte. Und dort möchten wir nachher ein bisschen in die Tiefe gehen. Nämlich das Gleichnis, das Jesus genau so bringt. Also, ich bin nicht ich, der euch Jungfrauen nennt, sondern es ist die Bibel, die euch Jungfrauen nennt. Wir schlagen gerade miteinander das Gleichnis auf in Matthäus 25, Vers 1 bis 10. Wir lesen es mal einmal durchlesen und nachher tun wir das Gleichnis auf uns übertragen und auf uns anwenden. Matthäus 25, 1 bis 10. Wenn der Menschensohn kommt, Menschensohn ist Keimsprache für Jesus, also wenn dann Jesus wiederkommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Brautjungfern sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Also, die Hälfte, hä? So.
Ihr könnt miteinander ausmachen, welche die Klugen und welche die Törichten sind. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihrer Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sie nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, das kennen wir alle sehr gut, irgendwie ist die Ankunft von dem Bräutigam verzögert, irgendwie 2000 Jahre lang verzögert, aber hey, wir sind am Warten, gell? Das ist so ein bisschen unser Status, wo wir jetzt sind. Wir sind wie die Brutjungfern, die da mit der Fackel in der Hand am Warten sind, bis endlich der Bräutigam wiederkommt. Aber er hat sich verzögert, wir wissen nicht so genau wieso, ist einfach so. Sie wurden alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Also jetzt ist der Tag gekommen, wo der Bräutigam endlich vom Vater die Erlaubnis bekommen hat, um seine Brut zu holen. Jetzt ist es gekommen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Das ist die Art und Weise, wie wir am Warten sind, im Moment auf die Ankunft von unserem Bräutigam. Wir sind alle wie die Brutjungfer, die 10 Brutjungfern, eigentlich am Warten, bis endlich der Bräutigam kommt und uns mitnimmt und wieder heimbringt, in unser neues Heim bringt, wo wir ein Hochzeitsmahl für immer feiern können. Die Frage für dich und für mich heute Morgen ist folgende. Gehörst du zu den Klugen oder zu den törichten Jungfrauen? Zu welcher Sorte Jungfrau gehörst du? In der Bibel wird das Gleichnis gebracht und gesagt, schau, es ist wie die Jungfrauen, die haben so eine Öllampe dabei. Ich weiss, es ist jetzt eine Wachskerze da drin. Aber stellt euch mal vor, das wäre eine Öllampe. Und wisst ihr, was haben die 10 Jungfrauen gemeinsam miteinander? Am Anfang hat es bei allen so ausgesehen. Also alle 10 sind eigentlich voll ready und bereit und voller Erwartung auf den Bräutigam. Alle hatten eine Öllampe, die am Brennen war. Wo am Brennen war. Und ich möchte jetzt einfach schnell für uns das übertragen. Das Feuer, das brennt, ist unser Feuer, das brennt für Jesus. Das ist unsere Leidenschaft, unsere Beziehung, so wie wir am Brennen sind für ihn. Wir alle starten irgendwann in einem Moment mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft, mit einer Freude an Jesus. Also alle 10 haben das gemeinsam gehabt. Der Unterschied ist, über die Zeit ist das Öl oder die Brennsubstanz ist ausgegangen und das Feuer ist erloschen und die Lampe hat nicht mehr gebrannt. Ich glaube, das ist wie, dass wir müssten sagen, okay, wie geht es unserer Beziehung mit Jesus? Wie sind wir im Moment am Warten? Was machen wir in dieser Wartenszeit, in dieser Zeit, wo wir am Warten sind, bis der Bräutigam wiederkommt? Sind wir Menschen, die mal gebrannt haben, aber jetzt ist das Feuer ausgegangen und das Öl, das Feuer wird nicht mehr genährt, die Beziehung mit Jesus wird nicht mehr gepflegt und das Feuer ist eigentlich ausgegangen? Oder sind wir wie die 5 Jungfrauen, die bereit sind, um sich darin zu investieren und die bereit sind, die Flamme am Laufen zu behalten, die vorsorgen, die planen, die sich überlegen, hey, wie wichtig ist es mir eigentlich, bereit zu sein auf die Wiederkunft vom Bräutigam? Wie wichtig ist das? Alle starten gleich enthusiastisch, aber 5 sind klug und planen voraus, wie sie die Flamme am Brennen behalten, wenn der König dann wiederkommt. Und 5, ich weiss nicht, was durch den Kopf gegangen ist. Ich will es auf uns übertragen und sagen, ja, die haben irgendwie nicht so bewusst Entscheidungen getroffen, um das Öl vorsorgen und zum schauen, dass die Beziehung am Brennen bleibt. Schau, man kann über die Zeit, wo wir jetzt gerade drin sind, ganz viel denken und ganz viel für und wieder diskutieren. Und eins sind wir alle einig. Corona ist keine lässige Sache. Niemand will Corona. Aber weisst, Corona ist auch ein Substanzprüfer.
Ich merke das immer wieder, dass in dieser Situation, wo wir jetzt sind, bringt es ganz viel für, was schon da ist. Und ich merke, wir als Christen sind herausgefordert, jetzt in dieser Zeit, um uns zu entscheiden, hey, was für Jungfrauen sind wir? Gehören wir zu den 5 Törichten, die sich jetzt in dieser Zeit das Feuer und Flamme abstellen, die nicht mehr bereit sind zu investieren, weil hey, es ist alles so mühsam, weißt du? Und hey, Kleingruppe per Zoom, spinnst du eigentlich? Oder? Ist das Elend und ja, nein, es ist schon gut, ich brauche es nicht, ich kann ja auch daheim und es ist schon gut und verstehst du, was ich meine? Es ist eine Prüfung von der Substanz. Es offenbart, was da drinnen wirklich ist. Oder sind wir die 5 klugen Jungfrauen, die sagen, nein, und jetzt erst recht. Der König kommt wieder. Wir müssen ready sein. Wir müssen das Feuer am Brennen behalten. Wenn der Bräutigam wiederkommt, dann soll er mich vorfinden. On fire, wo brennt, wo mit Beziehung gefüllt ist, wo eine Lampe hat, wo voll Öl ist, wo brennt und es Licht ist in dieser Welt drinnen. Wie wird dich der König wiederfinden, wenn er kommt? Ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben. Und zwar ist der Satz folgender. Zeig mir deine Eschatologie und ich sage dir deine Ekklesiologie. Bam! Es war eigentlich ganz kompliziert, um etwas Simples zu sagen. Simpel Ausdruck könnte man sagen, sag du mir, was denkst du, wie der König wiederkommt? Das ist Eschatologie. Was hast du für eine Sicht auf die Dinge, die noch kommen? Wie siehst du das? Hast du eine Eschatologie, die erfüllt ist mit der Hoffnung auf die Wiederkunft vom König? Ist das, was dir wichtig ist, wenn du in die Zukunft schaust, wenn du auf die Zeit schaust, die noch wird kommen? Ist das deine Sicht? Dann wird das deine Ekklesiologie, dein Verständnis von Kirche massiv prägen. Weil wenn du nämlich die Überzeugung hast, hey, der König kommt, liebe Leute, der König kommt, der König kommt. Jungs, sind wir ready? Der König kommt, sind wir bereit? Hey, er kommt im Fall jetzt dann gerade wieder. Hey, gleich kommt das Hochzeitsmahl für immer. Liebe Leute, in der Bibel steht, die Brut soll sich schön machen für den Tag von der Wiederkunft vom König. Wie sind wir unterwegs? Was machen wir in dieser Zeit? Was haben wir für eine Sicht der Dinge, die noch kommen? Das beeinflusst jetzt unser Agieren und Handeln in der Kirche. Es gibt die Tradition in Amerika, oder? Wenn du eingeladen wirst an eine Hochzeit, gibt es immer das Plus One, oder? Oder wer ist dies Plus One? Liebe Leute, wenn wir ein Verständnis haben von der Endzeit, von hey, da gibt es ein Hochzeitsmahl für immer, möchte ich dir die Frage stellen, wer willst du eigentlich mitnehmen an das Hochzeitsmahl für immer? Wer ist dies Plus One? Wenn das unser Denken durchdringt mit dem Wunsch, eines Tages dürfen sein an dem Hochzeitsmahl, dann beeinflusst das auch, was wir heute als Kirche machen. Weil dann wollen wir nämlich so viele Leute, wie es nur geht, mitnehmen an die Party. Wir wollen nicht Plus One haben, sondern wir wollen Plus 1 und ganz viel Null haben, die an die Party kommen. Das ist ein Hochzeitsmahl für immer. Also wie wir auf den König warten, beeinflusst jetzt und heute schon unser Handeln. Oder ich könnte es auch einfach nochmal in den Worten von Jesus sagen. Was für eine Jungfrau bist du? Bist du eine Kluge oder bist du eine Törichte? Bist du eine, die das Feuer für Jesus am Brennen behalten? Oder bist du eine, die sich jetzt in dieser Zeit und mit ein bisschen mühsam auslöschen lässt? Hey, wir haben jetzt ganz viel über Hochzeitsmahl geredet und Fest und Party und so. Und, falls es jetzt irgendjemand da rein gibt, der das nicht so verstanden hat, ich möchte es einfach nochmal ganz simpel erklären, was das für ein Hochzeitsmahl ist und was das für Bedeutung hat für uns. Vielleicht auch gerade Leute, die online zuhören und die online dabei sind. Mega cool, sind ihr dabei, hören ihr die Predigt. Ich freue mich immer ganz fest, dass wir Leute haben, die daheim mithören und mit dabei sind. Ich möchte das nochmal ganz kurz erklären. Weißt, es gibt mal eines Tages ein Hochzeitsmahl für immer. Also wir Christen glauben an eine Ewigkeit. Und wir glauben auch, dass es Gottes Wunsch ist, sein tiefstes Sehnen, die Ewigkeit mit so vielen Menschen zu verbringen, wie nur irgendwie möglich. Also es ist ein Hochzeitsmahl, wo ganz viel dazukommen, wo ganz viel dazustoßen. Das Problem ist aber, dass wir Menschen
uns immer wieder mal gegen Gott entschieden haben und immer wieder mal aufgelehnt haben gegen Gott. Sprich, wir haben gedacht, weißt du was, Gott, du bist zwar König, aber wir wissen es besser. Und ich lebe nach meinen eigenen Vorstellungen und nach meinen eigenen Maßstäben. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir dort alle mal irgendeine schuldig geworden. Wir alle haben nicht so gelebt, wie wir eigentlich hätten sollen leben. In einer Ehrfurcht vor Gott und in einem Gehorsam seinen Wünschen und seinen Geboten gegenüber. Die Bibel nennt die Trennung, hat ein Wort für das, und das ist Sünde. Wir Menschen sind einfach schuldig geworden vor Gott und wir sind nicht mehr würdig, an sein Hochzeitsfest zu kommen. Wir sind eigentlich wie die Gäste mit einem besudelten Kleid. Und so kannst du nicht an die Hochzeitsparty kommen. Und weißt du was? Der Bräutigam hat das gesehen und er ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, zutiefst betroffen gewesen ab dem Zustand dieser Erde oder von dem Fakt, dass es mal ein Fest wird geben und wo Menschen nicht dazukommen können, weil sie sich selber gegen Gott aufgelehnt haben, weil sie schuldig geworden sind vor ihm. Und so hat Jesus den ultimativen Preis selber gezahlt. Er hat gesagt, ich komme auf die Erde und ich mache, was Menschen nicht können. Ich zahle den Preis und ich lebe das Leben, das sie nicht haben können leben. Ich lebe so, wie Menschen eigentlich gedacht sind. Er hat das perfekte Leben gelebt. Und schlussendlich hat er den Preis gezahlt für unsere Rebellion. Nämlich den Tod am Kreuz. Er hat den Preis gezahlt, den ultimativen Preis, den niemand von uns je hätte zahlen können. Und auf eine Art und Weise könnte man sagen, dass das Blut, das er dort am Kreuz vergossen hat uns das Gewand, das beschmutzt ist, wieder reingewaschen. Und wir können wieder zurückkommen zum König. Und wir können seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und wir können eines Tages ein Festmahl mit ihm feiern, bis in alle Ewigkeit. Was musst du machen? Was bedeutet das für uns? Wie kannst du das Ticket lösen, um am Hochzeitsmahl für immer dabei zu sein? Kannst du gerade schnell die nächste Folie zeigen? Dort gibt es einen Bibelvers auf dieser Folie von Römer 10, Vers 9, wo beschreibt, was es zu tun gilt, was wir machen müssen, um das Ticket für das Hochzeitsmahl zu lösen. Dort steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist das Versprechen von der Bibel. Wer das bekennt mit dem Mund, der wird die Vergebung von Jesus dürfen in Anspruch nehmen. Und der löst ein Ticket als Hochzeitsmahl für immer. Wenn du jetzt daheim bist und sagst, ich möchte das gerne, ich würde das gerne machen, ich möchte gerne das Ticket lösen, ich habe für dich extra einen QR-Code eingeblendet, du kannst das schnell scannen, füll das Kontaktformular aus und ich nehme gerne mit dir Kontakt auf. Ich möchte es dir nochmal erklären. Wenn es irgendjemand da rein gibt, der sagt, hey, das nimmt mich Wunder, wie geht das genau? Wie kann ich das Ticket lösen in den Himmel? Bitte komm auf mich zu, nimm Kontakt auf mit mir und stell die Fragen. Auch wenn du vielleicht an einem Ort bist, wo du sagst, ich weiss noch nicht, ob ich das jetzt gerade in Anspruch nehmen will, aber es nimmt mich Wunder, erklär noch mehr. Bitte komm zu mir. Ich nehme mir so gerne Zeit, um diese Fragen mit euch zusammen anzuschauen und zu beantworten. Ich möchte zum Schluss jetzt noch beten mit uns zusammen. Und dann dürfen wir miteinander das Abendmahl feiern. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der gute Bräutigam bist. Der uns eines Tages holen kann und der uns zurückbringt an einen wunderschönen Ort, wo du jetzt am Vorbereiten bist. Merci vielmals, Jesus, hast du den Preis gezahlt. Danke vielmals, müssen wir nichts mehr tun, sondern hast du den ganzen vollen Preis gezahlt. Danke vielmals, dürfen wir in diesen reinen, weißen Linien vor dir stehen und dürfen wir in deine Ewigkeit eingehen eines Tages. Ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst in dieser Zeit, wo wir am Warten sind, wo wir wie die Jungfern sind, die auf dich warten, Bräutigam. Hilf uns, gut zu warten. Hilf uns, mit Feuer zu warten. Hilf uns, in einer Beziehung mit dir zu bleiben und immer wieder Öl nachleeren, auf dass die Flamme nie ausgeht, Jesus. Schenk, dass wir all diesen Widerstand trotzen können und dass wir immer dürfen uns für dich entscheiden, Jesus. Wir wollen dir alle Ehre, du bist hoch erhoben. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Ja, wir dürfen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das Abendmahl miteinander feiern können. Wir haben das Bild schon gehabt vom Bräutigam, der Kelch anbietet. Celine darf uns leiten jetzt in dieser Zeit, wo wir miteinander das Abendmahl einnehmen können.